Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem ganzen Video. Es ist 5:30 Uhr am Morgen und ich habe genau 1 Stunde geschlafen. Warum? Ich bin nervös, denn wir gehen unsere allererste Katze holen. Der junge Mann, den wir holen, heisst Loki. Er ist 1,5-jährig und hat Asthma. Und ganz viele Leute, die bei uns im näheren Umfeld waren, haben gesagt, wieso holt ihr euch eine Katze? Das ist noch mehr Aufwand. Wenn sie Asthma hat, holt euch eine normale Katze in dem Sinn. Ich bin euch ehrlich, wir haben uns natürlich schon Gedanken darüber gemacht, aber für mich und für meine Frau war klar, wenn wir nicht einmal so eine Katze aufnehmen bei uns, dann müssen wir auch gar kein Haustier aufnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Nach 2 Wochen so ein bisschen hin und her und ein bisschen besuchen, logischerweise. Er muss sich natürlich auch uns ein bisschen aussuchen, oder? Logischerweise. Sind wir gestern in Qualipay gegangen und heute am Morgen dürfen wir ihn holen. Ich bin richtig nervös. Also kommt langsam mit mir mit und let's go! So, wir sind endlich wieder daheim. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch vorher so in den anderen Videos gesehen. Die Hinfahrt zu uns heim mit dem Loki, also mit unserer Katze zusammen, es war so entspannt. Er ist so ruhig. Einmal hat er kurz ein bisschen gemiault. Dort hat er, glaube ich, gerade ein bisschen stressig gehabt oder er war einfach gerade ein bisschen sehr unbequem gewesen. Sein Körbchen, das wir von der Vorbesitzerin bekommen haben, ist nicht gerade so das Größte gewesen. Deswegen, wir kaufen ihm da sicher noch mal ein neues. Wir lassen ihn jetzt auch die ganze Zeit rumschnüffeln und rumschauen. Ich zeige euch auch, was wir extra für ihn noch gepostet haben. Ist ein bisschen schwierig ab und zu, weil er ist halt auch noch ein Scheucher, oder? Wir probieren ihn aber so gut wie möglich zu unterstützen. Lassen ihn sein Zeug machen und sobald er zu uns kommt, hat er natürlich eine offene Hand. Gestern sind wir eben noch in Qualipay gegangen. Ich weiss, es gibt, glaube ich, noch günstige Varianten. Ich kenne jetzt aber die Zeit, das ist, glaube ich, 2 plus oder so. Ich weiss es nicht. Aber zum Beispiel haben wir jetzt einmal das hier aufgestellt. Er ist eben einer, der scheinbar sehr gerne rausschaut. Und ja, da haben wir gedacht, wir tun es mal da anstellen, da hin tun. Dann kann er da schön ein bisschen rausschauen, ein bisschen um die Umgebung anschauen, da ein bisschen den Berg anschauen. Da vorne kommt, hat er da einmal seine Lieblingsmatte, die haben wir übernommen von der Vorbesitzerin, die hat er immer sehr gerne. Und da haben wir einen 1,70, 1,80 grossen Katzenbaum. Eigentlich ist es ausgelegt für 2 Katzen. Wir haben jetzt aber gedacht, komm, wir wollen unserem Kater so schön oder so schon ein gutes Leben machen wie möglich. Und deswegen haben wir uns damals jetzt oder gestern für den entschieden. Schreibt mal in die Kommentare, wo kauft ihr eure Katzensachen, falls ihr eine Katze oder einen Hund daheim habt. Schreibt mal in die Kommentare und lasst mich mal wissen. Und zusätzlich aber drauf haben wir ihm da noch so ein Ding da parat gemacht, wo er sich drauf chillen kann. Ich kann es jetzt nicht ganz genau zeigen, sonst würde ich natürlich irgendwie liegen, wo ich wohne. Aber ja, wir haben einiges schon ready gestellt. Er ist immer noch ein bisschen rumschnüppeln und jetzt sind wir gespannt. Ich gebe euch am Abend noch schnell ein Update, bevor das Video online kommt. So, noch ganz kurzes Update, dadurch, dass es jetzt Abend ist. Also er kommt immer und immer mehr ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Er sucht sich wie natürlich jede normale Katze ein bisschen einen Unterschlupf in dem Sinn, wo er einfach für sich ein bisschen sein kann und sich ein bisschen an die neue Situation kann, weil er ist aktuell eben unter dem Sofa von uns. Aber das absolut Positive ist, dass er sich streicheln lässt, er kommt zu uns, er schnuppert bei uns, er ist bei uns auch schon mal ein bisschen auf dem Bett rumgekumpelt. Ich und meine Frau haben absolut Angst gehabt, dass wir da irgendetwas Falsches machen und er vielleicht gar nicht auf uns irgendwie zukommt. Was aber auch dann irgendwoher normal wäre für Katzen, weil Katzen brauchen meistens, glaube ich, für so eine grosse Umstellung einfach ein bisschen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, er hat schon ziemlich früh gecheckt, als wir ihn dann geholt sind. Okay, ich glaube, er geht von dem Ort weg. Leider ist das ja noch nicht ganz alles. Ich habe ja auch am Anfang vom Vlog erzählt, dass er ja Asthma hat. Ich muss das Gerät dann heute am Abend um 8 Uhr noch mit ihm brauchen. Das allererste Mal. Also falls wir da irgendwie einen Tierarzt oder so als Zuschauer haben oder vielleicht irgendwie Katzenprofis, die das auch irgendwie so ein bisschen mit Erfahrung teilen können, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Es tut mir ein bisschen weh, weil ich muss ihn irgendwie festheben und er kennt mich nicht und er muss es machen. Ich hoffe, er versteht, dass es für ihn ist. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare. Trotzdem möchte ich einfach nochmal Danke sagen für den ganzen Support, auch da auf YouTube. Ihr seid crazy gegangen mit dem ersten Vlog. Merci vielmals. Ich lade euch irgendwann mal irgendwo auf TikTok oder auf einem Kurzvideo, auf einem Short, irgendwie wissen, wie es gelaufen ist mit dem Asthma-Spray. Danke euch für alles. Merci vielmals. Schönen Abend. Tschüss.